Der Geschichtsunterricht rund um die Zeit der Griechen. Ei, was habe ich Mühe mit dem, um das mal nicht auszudrücken. Anna Zöllig, mein Name. Ich bin froh, gibt es auch spannende Geschichten vom alten Griechenland. Eine davon, die hören wir jetzt zusammen. Wir tauchen ein in die Götterwelt und hören die Geschichte vom kleinen Bub Perseus. Wir hören, wie er zu einem grossen, starken Held wird und wie ein Orakel doch noch wahr wird. Mach's dir gemütlich und komm mit in die griechische Sagenwelt. In der alten griechischen Zeit, vor mehr als 2000 Jahren, hat auf der Insel Seriphos ein Fischer gelebt, der Fischer Kippos. Fast jeden Tag, lang bevor die Sonne aufgegangen ist der Fischer am Morgen früh mit seinem Fischerboot aufs Meer rausgerudert. Die Sterne haben noch geleuchtet und haben an Silberfunken im Wasser herumgetanzt. Jeden Morgen hat Delphin den Fischer Kippos begrüßt. Sie sind um sein Boot herumgeschwommen, haben herumgespritzt und ihr Lieblingsspiel gespielt, wer am höchsten und weitsten kann gumpen. Der Fischer Kippos hat ihnen immer gern zugeschaut, wenn er daneben sein Fischernetz parat gemacht hat. Nach dem Morgengruß hat Delphin zum Abschied noch ein Salto gemacht und sie wie ein Pfeil weit raus ins Meer geschwommen. Und der Fischer Kippos hat sein Fischernetz in einem weiten Bogen ins nachtdunkle Wasser ausgeworfen. Auch an diesem Morgen war alles so wie immer. Delphin hat den Fischer Kippos begrüßt und sie wieder davon. Der Vollmond hat noch geleuchtet wie eine riesengroße Wunderlampe und sich im Wasserspiegel angeschaut. Und der Fischer hat sein Netz gebüschelt. Als er endlich fertig ist und das Netz in einem weiten Bogen ins Wasser auswerfen will, stutzt er. Er sieht im Mondlicht einen Schwarm riesige, flache Fische vorbeiziehen, wie ein fliegender Teppich. Alle Fische sind gemustert, mit glitzerigen Punkten. Der Fischer staunet. Und dann staunet er gerade noch einmal. Hinter diesem Fischschwarm schwadert eine Wolke von Seepferdchen vorbei. Der Fischer reibt die Augen, das hat er noch nie gesehen. Was bedeutet das, fragt er sich. Und dann sieht er noch etwas. Etwas Grosses, Schwarzes schaukelt auf dem Wasser, etwas Riesiges. Was ist denn das? Ich muss schauen, murmelt der Fischer Kippos und rudert dazu her. Eine Schatztruhe, eine riesengroße Schatztruhe, staunet der Fischer. Was für ein geheimnisvoller Morgen, was für ein super Fang. Und das ohne Netz. Der Fischer nimmt das Binsenseil und bindet das eine Ende an goldigen Henkel von der Truhe und das andere Ende knüpft er an sein Boot. Dann rudert er mit dieser gespässigen Schatztruhe im Schlepptau ans Land. Was ist echt drin? Überlegt der Fischer Kippos, und er durchs Wasser rudert. Der Himmel ist unterdessen schon etwas heller geworden. Der Morgenstern hat noch glitzert, aber der Mond nur noch schwach geleuchtet. Im Hafen angekommen, bindet er sein Boot am Ufer an, kumpelt ins Wasser und wartet zu der Schatztruhe. Er probiert sie ans Ufer zu ziehen. Aber sie ist so schwer, dass es gerade mit Mühe und Not ein Stückchen weit schafft. Der grösste Teil der Truhe bleibt im Wasser. Immerhin hat sie jetzt Boden unter sich und die Wellen ziehen sie nicht mehr ins Meer raus. Am Gewicht muss da drin ein riesiger Schatz sein, murmelt der Fischer Kippos. Er muss einen Moment verschnaufen. Dann macht das Schloss auf. Er lüpft ganz vorsichtig den Deckel und traut seinen Augen nicht. Kein Piratenschatz. Nein. In der Truhe liegt eine wunderschöne junge Frau mit langen, braunen, gewellten Haaren.
Sie liegt in einem gelben Seidenkleid auf einer moosgrünen Sammendecke, die mit Gold- und Silberfäden bestickt ist. Um ihren Hals glitzern Diamanten. Und in ihren Armen liegt das Baby eingewickelt in einen hellblauen Stoff. Dicke Mandelzweige voll rosaroten Blüten schmücken die beiden. Es ist ein himmlischer Anblick. Sie schlafen wie Engel. Der Fischer Kippos schaut beide lang an. Schlafen sie? Oder sind sie? Aufgeregt fährt der junge Frau mit seinen rauchen Händen so fein wie möglich über die Backen. Ja, sie leben zum Glück, sagt der Fischer Kippos erleichtert. Die Backen sind warm, auch die vom Kind. Zwischen ein paar Mandelblüten glitzert ein goldiges, mit Edelstein verziehenes Schatzdruckli. Da muss ich natürlich auch reinschauen, murmelt der Fischer. Er nimmt es, schüttelt es und macht es auf. Ein Pergament, Papierrolli, lauter Zeichen. Sicher eine Nachricht, aber ich kann ja nicht lesen. Er macht das Druckli wieder zu und legt es zurück in die Truhe. In diesem Moment macht die junge Frau die Augen auf. Sie verschrickt, schaut den Fischer mit ihren feierli-blauen Augen an. Dann spürt sie ihr Kind, drückt es fest an sich her und der Schreck verschwindet langsam aus ihren Augen. Sie lächelt. «Wo bin ich?» fragt sie mit einer schwachen Stimme. Auf der Insel Serifos, in einer himmlisch schönen Schatztruhe bei der Fischer Kippos, und habe euch in dieser Truhe aus dem Meer gefischt. Die junge Frau schaut verwirrt umeinander. Sie probiert aufzustehen, aber ihre Glieder sind noch ganz steif. Der Fischer hilft ihr. Dann gibt er ihr das goldige, mit Edelstein verzierte Schatzdruckli, legt ihr die moosgrüne Sammendecke um ihre Schultern und ums Kind und lüpft beide ans Ufer. Dann hocken sie in den Dünen. Vor ihnen das Meer, im rosigen Morgenlicht. Das Kind fängt an zu brüllen. Die Mutter gibt ihm die Brust. Der Fischer geht zur Truhe. Er nimmt die Mandelzweige raus und holt in seinem Boot den Tonkrug mit dem frischen Wasser. Die feierli-blauen Augen der jungen Frau leuchten, und er ihr den Mandelzweig auf den Schoss legt. Sie nimmt sie und schmeckt lang an den rosaroten Blüten. Was denkt sie jetzt? Nimmt's der Fischer Wunder. Erinnert sie sich den Duft an daheim? Aber der Fischer Kippos fragt nicht. Er gibt ihr ein Wasser. Feine Wellen mit weißen Schaumkronen gurgelt's ans Ufer. Ein riesen Schwarm von Fischkumpen übers Wasser. Meermöwen fliegen, kreisen, krähen, machen ein riesen Spektakel. Andere Vögel fangen an zu pfeifen, rufen und singen. Ein schöner Morgen macht sich breit. Der Fischer steht auf, verfrachtet die leere Truhe in sein Boot, deckt sie gut zu und nimmt seine 7 Sachen. Dann steht auch die junge Mutter auf. Das Kind, der Mandelzweig und das goldige Schatzdruckli hat sie im Arm und um die Schulter ein moosgrünes Sammettuch mit den Gold- und Silberstickereien. Sie sieht sehr königlich aus, aber sehr hilflos. Sie schaut den Fischer an. Die kommen zu mir heim. Mein Haus ist ganz nah von da. Es hat genug Platz. Ich wohne allein. Die Frau läuft barfuß neben dem Fischer. Es ist ihr schon recht wohl und sie sagt ihm, dass sie Danae heisst. Und ihr Kind heisst sie Perseus. Das erste Haus, das ich sehe, ist im Fischerseis. Strahlend weiss steht es zwischen Palmen und schaut aufs Meer raus. Der Fischer Kippos führt Danae durch einen Innenhof, wo der Weiss und der rosarot Oleander blühen. Er zeigt ihr das ganze Haus und ihr Zimmer. Und für ein kleines Perseus bringt er eine Zeine mit Küsse und Tüchern. Und dann lässt er Danae allein. Sie kann sich einrichten und frisch machen. Ein Tag um den anderen vergeht.
Der Fischer Kipos geht jeden Morgen früh fischen und wenn er heimkommt, dann schmeckt es schon fein nach Kaffee. Nach dem Morgen geht er mit seinem Fang auf den Fischmarkt. Alles ist so, wie er es immer gemacht hat. Nur ist er nicht mehr allein. Danae hat sich gut eingelebt, sie fühlt sich wohl beim Fischer Kipos. Und der kleine Perseus ist ein wunderherziges, zufriedenes Kind. Am Abend beim Nachtessen will der Fischer endlich ein bisschen mehr von der Danae erfahren. Er will gerne wissen, woher sie kommt, wer sie genau ist und vor allem, warum sie in einer Truhe im Meer geschwommen ist. Das hat Danae ja selber auch nicht gewusst, bis sie das Pergamentröllchen gelesen hat. Auf dem hat ihr Vater mit goldigen Buchstaben alles von A bis Z aufgeschrieben. Sie hat es gelesen und gelesen und wieder gelesen und jedes Mal, wenn sie am Lesen war, hat sie sich daheim gefühlt. Daheim, im Schloss, bei ihrem Vater. Jetzt erzählt sie dem Fischer Kipos, was sie von sich weiss. Sie ist Prinzessin Danae, Tochter vom König Akrisios von Argos. Sie war in einem Turm eingesperrt, wie die Rapunzel. Ihr Vater, der König Akrisios, hat sie dort eingesperrt. Nicht etwa, weil er sie nicht gern hatte. Nein, ganz im Gegenteil. Danae war seine herzallerliebste Tochter. Aber das Orakel von Delphi hat dem König vorausgesagt, deine Tochter wird bald ein Knäblein zur Welt bringen und dieses Knäblein wird dich, sobald es zum Mann herangewachsen ist, töten. Aber warum? Das hat das Orakel nicht verraten. Darum hat der König seine Tochter Danae in den hohen Turm eingesperrt. So kann kein Prinz zu ihr und so kann kein Bübli auf die Welt kommen, hat der König gesagt. Es ist auch kein Prinz zu ihr in den Turm aufgeklettert. Und Danae hat auch kein Prinz heimlich das Turmfenster aufgetan und ihre langen Haare runtergelassen wie die Rapunzel. Nein, es war jemand ganz anderes. Der höchste Gott im alten Griechenland, der Zeus, der Gott vom Donner und vom Blitz, ist an einem schönen Sommer oben als Wolke über den Himmel gesegelt und hat auf die Welt herabgeschaut. Und plötzlich sieht er die wunderschöne Danae im Turm auf ihrem Bett liegen. In diesem Augenblick verliebt sich der Zeus in die himmlisch schöne Prinzessin. Danae schläft, sie merkt nichts. Der höchste Gott, der Zeus, kann sich in alles verwandeln. In ein Schilfrohr, in einen Schwan, in einen Vogel oder eben in eine Obenwolke. Und jetzt verwandelt er sich in einen Goldragen. Der Goldragen fällt auf Danae ab. Und der Goldragen schenkt der Danae ein Kind. Der König Akrisios hat nicht gemerkt, dass seine Tochter schwanger ist. Aber am Morgen, wo der König zu ihr kommt, sieht er in ihren Armen der herzige kleine Perseus. Er ist verschrocken. Sein schlauer Plan mit dem Turm ist daneben. Wie hätte das passieren können, fragt er. Danae hat es ihm nicht erklären. Sie hat es ja selber nicht gewusst. Der König Akrisios reitet wieder zum Orakel auf Delphi. Das verratet ihm, wie das Kind zu der Danae gekommen ist. Und das Orakel sagt auch, dass das eben der kleine Bub sei, der ihn, der König, einmal töten werde. Der König Akrisios reitet ganz verstört heim, zurück in sein Schloss. Ihm gefällt der kleine Perseus. Und seine Tochter ist ihm das Liebste auf der Welt. Er probiert den geheimen Orakelspruch einfach zu vergessen, aber das klappt nicht. Er verscheucht den Gedanken an sein Schicksal und freut sich über sein Enkelkind, aber jeden Morgen kommt ihm in Sinn, dass der Perseus ihn, der König, einmal töten werde. Immer häufiger schreckt er mitten in der Nacht aus einem Albtraum auf, ist flotsch nass vor lauter Angstschweiß und sein Herz klopft wild. So kann das nicht mehr weitergehen, denkt er. Aber ich will meiner lieben Tochter, der kleinen Perseus, auf gar keinen Fall wegnehmen. Ich muss eine andere Lösung finden. Er studiert hin und her und her und hin. Plötzlich weiss er's.
Es drückt ihm zwar fast das Herz ab, dass er bei diesem Plan nicht nur den kleinen Perseus verliert, sondern auch seine Tochter Danae. Aber was sein muss, muss sein, denkt er. Und dann fädelt er alles ein. Beim nächsten Vollmond ist es soweit. Der König geht mit seinem treuesten Diener leislich auf ins Schlafzimmer von der Danae. Er weiss, dass sie tief und fest schläft, auch der kleine Perseus. Er hat der Danae nämlich heimlich ein Schlafpulver in Tee da. Und er weiss auch, dass beide noch lange werden schlafen. Das hat ihm die beste Kräuterfrau in seinem Reich garantiert. Der König und seine Diener lüpfen Danae in eine Truhe. Es ist eine prächtige Truhe aus edelstem Holz und mit einem goldenen Schloss. Der König Akrisios und seine 3 Diener legen Danae auf die moosgrüne Sammendecke. Der König legt seiner Tochter, der kleine Perseus, in die Arme. Dann tut er noch ein goldiges, mit Edelstein verziertes Druckli neben ihren Kopf. Im Druckli hat es eben das Papierrolli, wo er der Danae alles erklärt. Und zuletzt legt er noch ein paar blühende Mandelzweige neben die beiden Herren. Jetzt schaut er seine Tochter Danae und sein Enkelkind Perseus noch ein letztes Mal an, streichelt beide, seufzt aus tiefstem Herzen und Tränen laufen ihm ab. Dann macht der Diener die Truhe zu und sie tragen sie zum Meer runter. Der König Akrisios weiss, dass das Meer die ganze Nacht ruhig bleibt und dass es in den nächsten paar Tagen ganz sicher keinen Sturm gibt. Das hat ihm ein wetterkundiger Fischer vorausgesagt. Und so lässt er die Truhe ins Meer raus. Was dann passiert ist, weiss ja der Fischer Kippos. Er hat Danae und den Perseus gerettet. Der Fischer Kippos steht vom Tisch auf und fährt Danae mit seinen rauchen Händen über das Haar. Sie hat Tränen in den Augen. «Liebe Danae», sagt der Fischer, «jetzt ist mir klar, warum die Truhe so nahe bei meinem Boot vorbeigeschaukelt ist. Der höchste Gott, der Zeus, der Vater von deinem kleinen Perseus, er wollte, dass ich euch finde. Und ich verspreche dir, dass ich gut zu euch schaue.» Die Zeit vergeht. Danae hat ihre Diamantenkette verkauft und ein eigenes Haus bauen. Der Perseus ist gewachsen und gewachsen. Er ist ein schöner junger Mann geworden. Und Danae ist immer noch genauso schön wie an dem Tag, wo sie den Fischer aus dem Meer gefischt hat. An einem heissen Sommermorgen reitet der König von dieser Insel, Seriphos, am Haus von der Danae vorbei. Danae steht gerade vor dem Haus. Ihre langen, braunen, gewellten Haare glänzen in der Sonne, wie wenn es lauter Goldfäden wären. Der König zieht die Zügel an. Sein weisses Ross bleibt stehen. Der König starrt die wunderschöne Danae an, wie wenn er noch nie eine Frau gesehen hat. Er kann nicht genug schauen. Danae wird nervös. Der König steigt ab seinem Schimmel. Danae wird noch nervöser. Was soll sie machen? Sie sagt höflich «Guten Tag», macht einen Knicks und geht geschwind ins Haus. Sie findet den König schrecklich. Alle finden ihn schrecklich. Er ist ein Tyrann, ein habgieriger und rücksichtsloser, gemeiner und ungerechter König. Und schön ist er auch nicht. Danae will auf keinen Fall, dass sich der in sie verliebt. Aber der König hat sich schon in sie verliebt. Und da dagegen ist kein Kraut gewachsen. Die wunderschöne Danae lässt dem König von Seriphos keine Ruhe mehr. Tag und Nacht muss er an sie denken. Sie raubt ihm den Schlaf. Der König ist sich gewöhnt, dass er alles bekommt, was er will, egal wie. Und weil er die schöne Danae nicht mehr kann und nicht mehr will vergessen, reitet er wieder an ihrem Haus vorbei. Aber vor dem Haus steht nicht die schöne Danae, sondern der Perseus, ihr schöner Sohn. Er sieht aus wie ein junger Gott, was er ja mit seinem Vater Zeus auch ein bisschen ist.
Der göttliche Anblick macht den König von Seriphos eifersüchtig. Er schaut den Perseus böse an und reitet weiter. Am nächsten Tag probiert er sein Glück noch einmal. Wieder vergeben. Und auch am übernächsten Tag trifft er nur den schönen Perseus, anstatt die himmlisch schöne Danae vor dem Haus. Am liebsten will der König den Perseus auf den Mond schiessen. Ich muss ihn von seiner Mutter trennen. Ich muss den auf irgendeine Art und Weise aus dem Weg schaffen, überlegt der König und reitet kreuz und quer über die Insel Seriphos, brütet den Plan aus. Bis am Abend hat er einen. Schon am nächsten Tag lässt der König von Seriphos von seinem Ausrufer in seinem ganzen Reich verkünden, jeder, der auf dieser Insel lebt, muss dem König als Steuer ein Pferd abliefern. Danae verschreckt, als sie den Befehl hört. Sie und der Perseus haben kein Ross. Und sie können auch kein Ross für einen König kaufen. Ihre Edelsteine sind weg. Sie leben schon lange bescheiden in ihrem eigenen Haus. Soll ich jetzt das Haus verkaufen, jammert Danae verzweifelt. Ich lasse mich von diesem König nicht einschüchtern, tröstet der Perseus seine Mutter. Ich gehe jetzt gerade zu ihm und frage ihn, ob ich nicht auf eine andere Art unsere Steuern zahlen kann. Und so macht sich der Perseus auf den Weg zum Palast. Willkommen, junger Mann. Was hast du auf dem Herzen? Heuchelt der König von Seriphos, wo der Perseus sofort bekannt hat. Ihre Hoheit, meine Mutter und ich haben kein Ross und wir können auch kein Ross kaufen, sagt der Perseus. Gibt es nicht eine andere Möglichkeit, wie ich die Steuern könnten abverdienen? Der König von Seriphos grinst und sagt, ihr habt also kein Ross, du und deine Mutter, so. Aber du wärst bereit, eine andere Aufgabe zu übernehmen? Jawohl, Hoheit, sagt der Perseus mit einer klaren und festen Stimme. Gut, sagt der König. Ich verlange von dir, dass du mir den Kopf von der Medusa bringst. Der Kopf von der Medusa, wiederholt der Perseus. Er hat keine Ahnung, wer die Medusa ist. Er weiss nicht, dass die Medusa das hässlichste und grässlichste Monster ist, was es auf der Welt gibt und das so gefährlich ist wie ein Drache. Und der Perseus weiss auch nicht, wo er die Medusa finden soll, aber das ist egal. Die Hauptsache ist, dass seine Mutter keine Sorgen mehr hat. Darum sagt der Perseus, ja, wenn eure Hoheit den Kopf von der Medusa wünscht, dann hole ich den selbstverständlich. Der König schaut den Perseus an und denkt sich, wie kann man nur so blöd sein? Er lächelt und sagt, jawohl, Perseus, bring mir den Kopf von der Medusa und dann sind die Steuern für dich und deine Mutter zahlt. Der Perseus verbeugt sich und geht aus dem Palast. Wie gesagt, er hat keine Ahnung, was er hier am König von Seriphos versprochen hat. Erleichtert geht der Perseus heim. Der Mutter erzählt er aber nichts vom Kopf von dieser Medusa. Er sagt nur, er müsse für den König etwas erledigen. Was, das sei geheim. Und dafür muss er ein Zeitchen fort. Sorgen muss sich Danae keine machen. Aber gerade das macht sich Danae grosse Sorgen sogar. Die halbe Nacht reden sie miteinander, die Mutter und der Sohn. Die Sterne stehen noch am Himmel, wo der Perseus seine Mutter zum Fischer Kippos begleitet. Danae will auf keinen Fall allein daheim bleiben. Sie hat Angst vor dem König. Wer weiss, ob er vorbeikommt und etwas von ihr will, wenn der Perseus weg ist. Der Fischer Kippos ist gerade auf dem Weg zu seinem Boot. Er freut sich, als er die beiden sieht. Er weiss nicht, was der Perseus vorhat. Und er bohrt auch nicht nach. Er verspricht dem Perseus auf Danae aufzupassen.
Danae umarmt den Perseus zum Abschied, versteckt ihre Tränen. Dann geht sie mit dem Fischer aufs Meer raus und der Perseus macht sich auf den Weg zu dieser Medusa. Er hat keinen blassen Dunst, was durchgeht. Er geht einfach einmal der Nase noch. Irgendein guter Geist wird dann schon schauen, dass ich die Medusa finde, denkt er. Langsam verblassen die Sterne am Nachthimmel. Am Horizont schaut schon ein Stückchen von der feuerroten Morgensonne vor. Von Minute zu Minute steigt sie höher am Himmel und alles wird prächtig farbig. Kein Mensch begegnet ihm. Nur die Vögel und die Pfeifen begleiten ihn. Plötzlich trottet der Hirtenhund mit dem weissgrauen, zottigen Fähli neben Perseus. «Guten Morgen, wo kommst denn du her?» fragt der Perseus und streichelt und wuschelt dem Hund sein verstrubbeltes Fähli. Der geniesst es und wedelt. Der Perseus freut sich über den neuen Freund und das zweite Hoch wandern sie weiter. Das zweite Hoch ist sowieso viel schöner. Es wird Mittag, es ist windstill und heiß. Der Perseus hockt mit dem Hund an Schatten unter einem Baum, teilt mit ihm sein Essen und das Trinken. Und wo wieder ein feiner Wind aufkommt, steht der Perseus auf, der Hund auch. Der Perseus streckt sich, der Hund schüttelt sich. Und weiter geht's über Stock und Stein, über Bach und weiter, bis sie zu einem Fluss kommen. Am Ufer sitzen 8 ganz zauberhafte Geschöpfe. Halb Fisch, halb Vogel. Das sind Wassernixen. Sie haben den Schwanz von einem Fisch und sie haben Flügel wie ein Sommervogel und alle haben lange blonde Haare. Der Perseus bleibt stehen und staunet die merkwürdigen Wesen an. «Wohin des Weges, junger Mann?» fragt ihn da so ein Wundergeschöpf und fächert mit seinen Flügeln. «Ich suche die Medusa», sagt der Perseus. Als hätte jemand auf ein Knöpfchen gedrückt, drehen jetzt alle 8 Nixen miteinander ihren Kopf zum Perseus und schauen ihn an. Dann schlägt eins mit den Flügeln, das andere mit dem Schwanz und wieder ein anderes fragt es mit einer Glockenstimme: «Was willst du bei der Medusa?» «Ich will dir den Kopf abschlagen», erklärt der Perseus, wie wenn das Einfachste der Welt wäre. «Ja, weißt du denn nicht, dass das lebensgefährlich ist? Schon viele wollten den Helden spielen und der Medusa das Haupt abschlagen, aber keiner hat es geschafft. Alle wurden von ihr zu Stein verwandelt.» «Wieso?» fragt der Perseus. «Sie ist das scheußlichste, grässlichste Wesen auf der ganzen Welt und so gefährlich wie ein Drache, auch wenn sie keinen Drachenschwanz hat und auch kein Feuer spucken kann. Ein kurzer Blick in ihre grünen, funkelnden Augen und ruckzuck bist du zu Stein verwandelt, für immer und ewig.» «Aber ich muss es schaffen. Ich muss dem König von Seriphos den Kopf von der Medusa bringen. Er hat das von mir verlangt. Sonst ist meine Mutter verloren.» «Aha, so ist das», rufen jetzt alle. «Du willst gar nicht den Helden spielen, du tust das, um deine Mutter zu retten.» «Ja, natürlich, nur drum», sagt der Perseus. Eine von diesen schönen Nixen schlägt mit dem 1000-farbigen Schwanz und sagt: «Hör gut zu, junger Mann, und merk dir ganz genau, was ich jetzt sage. Erstens: Du weißt bereits, dass die Medusa ein abscheuliches, gefährliches Monster ist und dass ein Blick aus ihren grünen Augen den Tod bringt. Aber du weißt noch nicht, dass sie keine Haare hat. Stattdessen züngeln auf ihrem Kopf Hunderte und Aberhunderte giftige Schlangen. Ich sage es noch einmal, schau ihr ja nicht in die Augen, Kleiner. Nie. Zweitens: Falls es dir tatsächlich gelingen sollte, der Medusa das Haupt abzuschlagen, darfst du auch dann nicht in ihre Augen schauen, denn ihre Augen verlieren die Zauberkraft nie. Sei gescheit und stopfe das Haupt sofort in den Sack, den wir dir mitgeben. Darin ist der Kopf ungefährlich. Schöner Jüngling, hast du alles verstanden?» «Ja, ich glaube schon. Danke vielmals», sagt der Perseus
Er hat sich alles gut gemerkt. Eine von diesen Wassernixen, die goldig glänzige Flügel hat, taucht ins Wasser und kommt nach einem Zeitchen mit 4 Gegenständen wieder rauf. Hier, schöner Jüngling, nimm diese 4 Zaubergegenstände. Sie helfen dir bei deinem lebensgefährlichen Abenteuer. Hier, eine diamantige Sichel. Hier, ein auf Hochglanz polierter Schild. Der Perseus dreht das Schild in seinen Händen und sagt, so ein Schild habe ich noch nie gesehen. Eins, das so glänzt und so spiegelt und funkelt. Für was brauche ich das? Um der Medusa den Kopf abzuschlagen. Du darfst ihren Kopf nur in diesem Schild anschauen, also nur ihr Spiegelbild sehen. Der Perseus probiert es gerade mal aus. Er hat das Schild so, dass er die Nixe drin sieht. Genau so. So musst du es bei der Medusa anstellen. Mit dem Blick in den Schild musst du mit der Sichel ihr das Haupt abschlagen. Sagen die Wassernixe alle zusammen miteinander. Hier hast du noch den Zaubersack, in den du das Haupt der Medusa stopfen musst. Sagt die Nixe mit der goldglänzigen Flügel. Eine von den Nixen sagt, schöner Jüngling, hier hast du noch den 4. Gegenstand, einen Helm. Er macht dich unsichtbar. Der Perseus nimmt ihn und dankt diesen schönen Wesen aus tiefstem Herzen. Jetzt geben sie ihm sogar noch ein paar goldige Flügelschuhe. Sichel, Schild, Helm, Zaubersack und Flügelschuhe. Nicht 4, sondern 5 Zaubergegenstände sollen ihm bei dieser gefährlichen Arbeit helfen. Die Nixe mit den längsten Haaren aus puren Goldfäden zeigt ihm den Weg und erklärt ihm ganz genau, wo und wie er die Medusa findet. Der Perseus merkt sich's gut. Dann streichelt er und wuschelt er den Hund, gibt ihm ein Münzchen auf die feuchte Nase und sagt, lieber Freund, gang zurück, gang zum Fischer Kippos. Er schaut zu dir, bis ich wieder zurückkomme. Nixe mit der Goldhaar sagt, ich werde dafür sorgen, dass dein Hund zum Fischer Kippos kommt. Wir kennen das Meer und jeden Fischer. Der Perseus bedankt sich noch einmal. Dann legt er die Flügelschuhe an, bindet den Zaubersack mit dem Schild und der Sichel um den Bauch, tut den Helm über den Kopf und fliegt davon. Noch einmal winkt er und weg ist er. Der Perseus ist zwar jetzt bestens ausgerüstet für sein gefährliches Abenteuer, aber gefährlich bleibt es trotzdem. Ein einziger kleiner Fehler und der Perseus ist geliefert und wird für immer und ewig als Stein neben der Höhle der Medusa stehen, wie alle anderen vor ihm auch. So haben es mit Wassernixen gesagt. Mit seinen goldigen Flügelschuhen fliegt der Perseus wie ein Vogel durch einen blauen Himmel. Schon einen halben Tag ist er geflogen und er findet es herrlich, so weit über die Welt zu schauen. Zu oben sucht er sich einen Schlafplatz auf einem dicken Ast von einer Pinie. Er ist müde wie schon lange nicht mehr und schläft gerade ein. Am anderen Morgen fliegt er weiter. Er fliegt und fliegt. Es ist ganz ruhig, kein Lüftchen ist um ihn herum. Langsam wird es heller. Die ersten Sonnenstrahlen kützern der Perseus an der Nase. Jetzt fliegt er ein bisschen langsamer. Er schlägt nur noch ganz fein mit den Flügelschuhen und spanivelt wie ein Adler umeinander. Die Gegend passt haargenau zu der Beschreibung der Nixen. Da nehmen muss die Grotte von dieser Medusa sein. Der Perseus ist ganz aufgeregt. Herzklopfen kommt drüber. Jetzt nur keinen Fehler machen, Perseus, denkt er. Ein Fehler und du bist geliefert und du bist ein Stein. Der Perseus ist schon ziemlich nah bei der Grotte der Medusa. Er ist noch in der Luft, schlägt fein mit den Flügelschuhen, schaut rundum, überlegt, wie er vorgehen soll. Perseus, denke in verschiedene Richtungen, lass dich von nichts ablenken. Jedes Geräusch könnte eine Falle sein. Und da sieht der Perseus die versteinerten Männer zwischen den Büschen und den Sträuchern. Wie Denkmäler stehen sie dort. Schrecklich. Aber nein, so ein Denkmal will ich nicht werden.
Der Perseus kommt jetzt mit der Angst zu tun über. Er getraut kaum mehr zu flattern mit seinen Flügelschuhen. Soll ich nicht doch gescheiter umkehren, fahrt ihm durch den Kopf. Nein, das kommt gar nicht in Frage, sagt er. Ich muss es schaffen. Ich muss es schaffen für meine Mutter. Noch ein paar Flügelschläge und er sieht den Eingang von der Grotte. Gut versteckt zwischen zwei Felsblöcken. Mit Efeu, Moos und anderen Schlingpflanzen überwuchert. Der Eingang ist gut getarnt. Genau wie man es Nixon beschrieben hat. Jetzt geht's los. Wie auf Sammetpfötli landet der Perseus hinter der Grotte. Ohne ein Geräusch zu machen, nimmt er die Sichel und das Schild von seinem Hosengurt, der schleicht er wie ein Tiger zum Eingang. Das Schild, das wie ein Spiegel glänzt, hat er in der linken Hand, Diamantsichel in der rechten. Noch einen halben Schritt. Etwas wuselt ihm zwischen den Beinen durch. Der Perseus stockt. Es ist eine Eidechse, die im Gestrüpp verschwindet. Der Perseus stellt seinen Fuß vorsichtig ab. Er steht jetzt neben dem Eingang. Es raschelt. Er lässt sich nicht ablenken. Er hebt das Schild vor dem Eingang her und da sieht er drin Medusa. Plötzlich raschelt es wieder. Ein Schildkröte. Sie läuft davon. Der Perseus sieht es nicht. Er darf keine Sekunde vom Schild wegschauen. Er starrt das Spiegelbild von der Medusa an. Yes, es ist die grusig, murmelt er. Lange Eckzähne schauen zum Mund aus. Länger als bei einem Vampir. Eine grusige Zungenlampe raus. Und tatsächlich, statt Haarzüngeln und Schlängeln auf ihrem Kopf hunderte und aberhunderte grüne, giftige Schlangen. Auf ihrem ganzen Körper hat es Schuppen, einen ganzen Panzer aus Schuppen, wie bei einem Drachen. Die Augen stehen vorne wie Ping-Pong-Bälle. Aber zum Glück sind sie zu. Sie schläft. Wenn sie dann wirklich schläft, vielleicht ist es auch nur ein fauler Trick. Der Perseus will automatisch den Kopf drehen, um ganz genau zu schauen. «Hey, spinnst!» fährt ihm durch den Kopf. Und im gleichen Moment flattert etwas an ihm vorbei. Der Perseus verklopft, das Herz bleibt ihm fast stehen. Jetzt flattert es wieder vorbei, an seinem Kopf, aus der Grotte raus. Und noch einmal, vor seinen Augen durch. Oh, Fledermäuse. Er hat sie im Schild gesehen. Und jetzt kräsmet es an seinen Beinen. Der Perseus könnte schreien. Jetzt mach keinen Blödsinn, Perseus, keine falsche Bewegung. Lass einfach alles fliegen und auch kräsmen und rascheln. Und lass nur ja nicht Medusa aus deinem Blickfeld. Schau in das Schild hinein. So macht sich der Perseus Mut und reißt sich zusammen. Pfui Teufel ist das stickig in dieser Höhle. Und schwül ist es. Es stinkt nach faulen Eiern, stöhnt der Perseus. Er hält den Schnauf an, hebt sein Schild so, dass er die Medusa gut drin sieht. Der rechte Arm mit der Sichel in der Hand hat er so weit bis es geht hinter sich. Und so geht er Schritt für Schritt hinter sie in die Grotte nie. Die Medusa schläft wirklich. Aber die kleinen Schlangen auf ihrem Kopf sind hellwach. Sie züngeln und schlängeln gierig. Der Perseus ist gespannt wie ein Pfeilbogen. Er muss wieder einschnaufen, stinken hin oder her. Er beobachtet jede Regung im Gesicht der Medusa. Natürlich nur im Spiegelbild vom Schild. Medusa schnauft schwer, wie ein Bär. Der Perseus macht noch einen Schritt hinter sie näher zu der Medusa her. Das Schild immer noch in der linken Hand. Die rechte Hand mit der Sichel schon ziemlich nahe neben dem Kopf von diesem Monster. Jetzt nicht zittern, Perseus, denkt er. Nochmal ein kleines Schrittchen hinter sie zum Kopf her. Und dann schlägt er zu. Der Kopf ruckelt auf den Boden. Der Perseus sieht ihn immer noch im Schild. Er packt ihn, stopft ihn schnell in den Zaubersack, den er um den Bauch gebunden hat. Geschafft. Schnauft er aus. Aber einschnaufen geht nicht. Er stinkt viel zu grusig in dieser Höhle. Der Perseus schaut noch einmal auf den schuppigen, drachenartigen Körper von der Medusa. Und in dem Moment sieht der Perseus, wie ein schneeweißes Ross aus dem Drachenkörper rausgumpelt.
Es ist ein Ross mit Flügeln. Ich bin der Pegasus. Ich bin das Kind vom Meeresgott Poseidon und von der Medusa. Wieret's und fliegt aus der Grotte raus und davon. Der Perseus ist baff. Ein Ross mit Flügeln. Er vergisst für einen Moment, dass er noch in dieser Stinkgrotte ist. Aber der haut es schnell raus. Endlich kann er einschnaufen. Der Perseus will für einen Moment neben der Höhle abhocken, aber was ist jetzt das? Ein starker Wind packt ihn, reisst ihn in die Luft, wirbelt ihn wie eine Regenwolke über den Himmel. Das Schild und die Sichel hat der Perseus immer noch in der Hand. Er hat beides mit aller Kraft, dass er es ja nicht verliert. Und weiter windet es und wirbelt es ihn. Plötzlich sieht der Perseus unter sich die Wüste. Ein paar Bluttropfen, Tropfen aus dem Zaubersack in wüsten Sand runter. Jeder Tropfen verwandelt sich sofort in eine giftige Schlange. Man sagt, dass es seit hier in der Wüste giftige Schlangen gibt. Also, scheint's. Der Perseus wirbelt weiter, bis der Wind endlich nachlässt. Die Sonne geht schon unter. Im Oberrot landet er im Reich vom Titankönig Atlas. Der Perseus landet direkt vor dem Palast. Er steckt die Sichel in den Gurt der Hose. Der Helm, der ihn unsichtbar macht, zieht er ab und behält ihn zusammen mit dem Schild in der Hand. «Da würde ich übernachten», sagt der Perseus. Er klopft an die Palasttüre. Die schwere Tür geht auf und in der Tür steht in seiner Grösse und in seinem weiten, wallenden Prunkgewand der Titankönig Atlas höchstpersönlich. Wie ein Erbsli kommt sich der Perseus vor neben dem gigantischen König. Mutig fragt er, ob er im Palast übernachten könnte. Aber der König Atlas weist ihn ab. Er will nichts mit dem Perseus, mit seinen goldenen Flügelschuhen und den dreckigen Kleidern zu tun haben. Und Peng will er im Perseus Palasttüren vor der Nase zuschlagen. Aber der Perseus kann im letzten Moment noch den Fuß zwischen die Türen stellen. Er sagt ihm geschwind, also auch wenn du mir jetzt hier nicht als Gast in deinem Palast übernachten lässt, dann will ich dir doch mein Gastgeschenk überreichen. Der Perseus lenkt in seinen Zaubersack. Jetzt kann ich meine Geheimwaffe mal ausprobieren, denkt er. Der Titankönig Atlas beobachtet den Perseus so von oben ab. Und der Perseus macht die Augen zu, nimmt den Kopf von der Medusa aus dem Sack und hebt ihn dem König Atlas vor die Augen. Der riesige Körper vom Titankönig Atlas verwandelt sich auf der Stelle in Stein. Er wächst und wächst, der Stein, zu einem gigantischen Berg. Dem König Atlas sein langer Bart und seine langen Haare verwandeln sich in Wälder und sein weite, wallende Gewand, die Schultern, die Hände und die Beine werden massive Felsen. Der Kopf wächst wie ein hoher Gipfel bis in die Wolken rauf. Der Titankönig Atlas ist ein Gebirge geworden. Ein riesiges Gebirge, das man heute noch sieht. Das Atlasgebirge, in Marokko. Der Perseus steckt den Kopf der Medusa wieder in den Zaubersack, bindet den wieder um den Bauch und schon ist er mit seinen goldigen Flügelschuhen wieder in der Luft und fliegt Richtung Ägypten. Er fliegt unter einem ruhigen Abendhimmel über die Wüste. Plötzlich sieht er unter sich etwas. Der Perseus will es genau anschauen und macht einen Sturzflug in die Wüste runter. Kamel. Es sind Kamel, die der Perseus entdeckt hat. Eine ganze Karawane, 23 Kamel ziehen durch den Wüstensand. Der Perseus hat noch nie ein Kamel gesehen. Ganz fasziniert fliegt er neben der Karawane. Niemand sieht den Perseus. Er hat den Helm auf dem Kopf, der ihn unsichtbar macht. Und plötzlich schmeckt es nach Wasser. Der längste Fluss von Afrika taucht auf. Der Nil.
Krokodil und Nilpferd liegen faul im Wasser. Es schnattert und zwitschert in allen Tönen bis zum Perseus unter den Helm. Er sieht Nilgänse, Pelikan, Flamingos, Weidehöpfe, Regenpfeifer, Silber- und Seidenreiher, Nektarvögel und Löffler. Das ist ja traumhaft, staunte Perseus. Da will ich übernachten, da, in diesem Tierparadies. Dort, bei diesen Dattelpalmen. Die Karawane zieht weiter und der Perseus landet neben einer Dattelpalme. Er hat Hunger. Ein ganzer Zweig voll süsse Datteln isst er. Sogar frisches Wasser findet er. Dann sucht er einen weichen, kühlen Platz zum Schlafen. Bald wird es dunkel und Glühwürmli leuchten. Es sirrt und surrt und summt und piepst. Der Perseus macht sich's bequem. Ihm ist's wohl bei diesen Tönen und Geräuschen. Und kaum liegt er, geht er auch schon in einen tiefen Schlaf. Erst als die Sonne aufgegangen ist, verwacht er wieder. Alles rund um ihn herum ist ein rosarotes Licht eingetaucht. An den Gräsern und an den Blättern glitzern Tautropfen in der Morgensonne. Es zwitschert wieder, es schnattert und klappert. Nilpferd schnaufen, Krokodil gähnen und löst sich die Zähne von den kleinen Vögeln putzen. Nilwaran und Nilgrasratten wuseln kreuz und quer durchs Gras. Der Perseus streckt sich. Vergnügt schaut er dem Morgentreiben zu, isst wieder ein paar Datteln, schlürft ein Entenei, das er in einem Nest findet. Dann legt er seine goldigen Flügelschuhe wieder an, stülpt den Helm wieder über den Kopf, bindet den Zaubersack mit dem Kopf der Medusa wieder fester um den Bauch, steckt die Sichel und das Schild wieder in den Hosengurt und ab geht's, rauf in die Luft und im Zickzack über den Nil Richtung Meer zu. Er fliegt und fliegt. Die Sonne steigt höher am Himmel und es wird Mittag und heiß. Da sticht dem Perseus etwas in die Augen. Ein Haus glitzern, weit vorne auf einer Klippe. Er fliegt näher her und er sieht eine traumhaft schöne junge Frau auf einem Felsen liegen. Sie ist angekettet. Ihre Tränen sind es, die im Sonnenlicht wie Diamanten glitzern und den Perseus angelockt haben. Der Perseus ist verzaubert. Er vergisst sogar seine Flügelschuhe zu bewegen und wäre fast ins Meer gestürzt. Im letzten Moment schlägt er sie wieder und steuert auf die Klippe zu. Er landet auf dem Felsen, direkt neben der zauberhaften jungen Frau. Sie ist kreideweiss vor Angst, aber wunderschön. Der Perseus bringt einen Moment lang kein Wort raus. Er schaut sie nur an, mit offenem Mund. Dann fährt er ihr ganz verwirrt vor Glück, ganz zart über die langen Haare und fragt sie, wer bist du, von wo kommst du? Wer hat dich da an den Felsen gekettet? Ich bin Prinzessin Andromeda, schluchzt die junge Frau. Der Perseus sitzt neben sie her und die Prinzessin erzählt ihm, was passiert ist. Ihre Mutter, die Königin Cassiopeia, hat mit der Andromeda blöffet. Von der Schlosszinne oben runter hat sie ins Meer gerufen: «Ihr Meernixen, ihr Töchter von Poseidon, ihr seid schön. Aber meine Tochter Andromeda ist 1000-mal schöner als ihr.» Das hat der Meeresgott Poseidon gehört und ist fuchsteufelswild geworden. «Niemand beleidigt meine Töchter!» Er hat es im Zorn mit einer Flutwelle das ganze Land überschwemmt. Er hat keine Ruhe gegeben. Kaum ist das Wasser ein bisschen zurückgegangen, hat er von neuem gewütet und von neuem alles überschwemmt. Und das schon seit ein paar Wochen. Die Früchte an den Bäumen sind verfault, die Menschen sind vertrunken, Krankheiten sind ausgebrochen. Der Meeresgott Poseidon hat sich mit nichts beruhigen.
Er hat sogar sein Meerungeheuer losgeschickt und das hat jeden Tag eine neue Plage übers Land gebracht. Ein alter, gescheiter Mann hat dem König Kepheus, dem Vater von der schönen Andromeda, ausrichten, dass er seine Tochter auf die Klippe bringen muss, dort anketten und sie einem Meerungeheuer opfern. Nur so wird das Land von diesen Plagen erlöst. Ich habe das gehört, schluchzt Andromeda beim Perseus zu. Und ich habe gesehen, wie mein Vater verzweifelt, ohnmächtig in den Stuhl gesunken ist. Der König hat weder ein noch ausgewusst. Nach langem Hin und Her ist Andromeda zum Vater und hat gesagt, sie will sich opfern. Sie hat gehört, was der alte Mann ausgerichtet hat. Der Perseus lässt ganz Band zu. Und wo Andromeda das letzte Wort über die Lippen gebracht hat, taucht weiter weg etwas Schwarzes aus einer riesigen Welle auf. Es ist, wie wenn aus dem Meer eine neue Insel entstehen würde. Das Meerungeheuer kommt. In diesem Moment kommen der König Kepheus und die Königin Cassiopeia zu den Klippen. Sie schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, wo sie das Monster sehen. Sie jammern und stöhnen über das tragische Schicksal von ihrer Tochter Andromeda, wo dem Ungeheuer geopfert werden soll. Der Perseus fährt der Andromeda in aller Ruhe noch einmal ganz zart über ihre Haare, löst dann die Kette von ihren Armen und Beinen und bringt Andromeda zu König und Königin. Er sagt zu ihnen: Ich bin der Perseus. Ich probiere, eure Tochter zu retten. Wenn es mir gelingt, möchte ich sie gern heiraten. Der König und Königin versprechen ihm nicht nur ihre Tochter Andromeda, sondern auch noch das ganze Königreich dazu. Unterdessen kommt der schwarze Buckel im Meer näher und näher. Der Perseus muss sofort handeln und er weiss auch schon wie. Nur noch ein paar Schwanzschläge und das dunkle Meerungeheuer zuschnappen kann. Der Perseus ist schon in der Luft, und zwar genau so, dass sein Schatten auf der Klippe zu sehen ist. Und das Meermonster sieht den Schatten und geht prompt auf den Deck hier. Es schnappt nach dem Schatten. Im gleichen Moment stürzt sich der Perseus auf den kolossalen Rücken und stößt die diamantige Sichel durch den Schuppenpanzer. Noch einmal und noch einmal und gerade noch einmal. Das Meerungeheuer bäumt sich auf, will den Perseus abschütteln. Aber der balanciert ganz geschickt und sticht noch einmal zu. Das Monster schlägt zurück mit seiner ganzen Monsterkraft, schlägt es mit dem Schwanz Richtung Perseus und probiert nicht zu treffen. Das Ungeheuer schnellt mit seinem Kopf hindern und schnappt nach dem Perseus. Der Perseus ist auf alles gefasst, ist konzentriert, weicht jedes Mal im rechten Moment aus, er kämpft wie ein Held, sticht noch einmal zu und noch einmal. Der Schweiß läuft ihm mit den Augen, es brennt ihn, aber er kämpft weiter. Dann endlich spürt er, wie das Meermonster schwächer und schwächer wird. Das Wasser färbt sich rot und dann, oftmals, taucht das Ungeheuer ab und versinkt in den Wellen. Der Perseus hat es geschafft. Das Herz voll Glück und erschöpft fliegt er zurück ans Land. Die Andromeda fällt ihm um den Hals, er nimmt sie fest in die Arme und drückt sie lieb an sich. Der König und die Königin können es kaum glauben. Sie haben Tränen in den Augen vor lauter Freude und das ganze Königreich ist auf einen Schlag von allen Plagen erlöst. Schon 2 Tage später soll Hochzeit sein. Das wird noch am gleichen Abend im ganzen Königreich verkündet. Das wäre natürlich alles schön und gut, wenn da nicht der Prinz Phineus wäre, wo die schöne Andromeda schon immer heiraten wollte. Und jetzt kommt da der Perseus und tut sie heiraten. Und das tut der Perseus wirklich. Er will die schöne Andromeda heiraten. Die 2 Tage vergehen schnell und der Hochzeitstag steht vor der Tür. Der Perseus ist glücklich wie noch nie.
Pfauen im Palastgarten schlössen Rad, die Störche stolzieren auf ihren langen Beinen, die Tauben gurren, die Vögel zwitschern, wie wenn alle gewusst hätten, dass heute Hochsee gefeiert wird. Eine farbige Wolke von Sommervögeln flattert über den Garten. Der ganze Prunksaal ist mit weissem Flieder geschmückt. Es schmeckt so fein, wie wenn der ganze Saal ein einziges Parfümfläschchen wäre. Gäste sitzen an den festlich gedeckten Tisch. Gegessen wird aus goldigen Tellern und getrunken aus Bergkristallgläsern. Und dazwischen, auf einem Marmorboden voll Rosenblätter, steht der Perseus. Die Flügeltüre geht auf, die Trompeten schmettern. Der König Kepheus kommt mit seiner wunderschönen Tochter Andromeda am Arm ins Saal. Ihr seidiges Hochzeitskleid raschelt, es ist über und über mit Perlen verziert. Auch ihre langen Haare, voll Perlen. Der König führt sie Schritt für Schritt durch den ganzen Saal zum Perseus. Alle schauen ihr nach. Und dann ist es soweit. Der Perseus nimmt die Andromeda in die Arme. Jetzt dürfen sie sich küssen. Plötzlich fliegt die Palasttür noch einmal auf und der Prinz Phineus stürmt mit dem Speer in der Hand ins Saal hinein. Er zielt auf den Perseus, blind vor Eifersucht. Geschwind steht der König Kepheus dem Eindringling im Weg. »Stopp, Phineus«, ruft er. Jetzt wird's still im Saal. »Was soll das?« »Die Andromeda gehört mir«, ruft der Prinz Phineus. »Sie ist mir versprochen.« »Ja, Phineus, das stimmt. Sie ist dir versprochen. Aber du hast die Andromeda im Stich gelassen«, sagt der Kepheus. »Du bist nicht zu ihrem Felsen. Du hast nicht mit dem Meermonster gekämpft. Du hast sie aufgegeben. Und jetzt, wo der mutige Perseus sie und uns alle gerettet hat, kommst du mit so einem unverschämten Auftritt. Die Andromeda hat sich für einen Perseus entschieden und so bleibt's, ob es dir passt oder nicht.« »Es passt mir hinten und vorne nicht«, ruft der Prinz Phineus wütig. »Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich lasse mir die Andromeda nicht von dem hergelaufenen Fötzel von einem Perseus wegnehmen.« Und schon zieht der Phineus blitzgeschwind den Speer, zielt und schleudert ihn los. Der Perseus kumpelt auf die Seite, der Speer prallt an der goldenen Säule neben ihm ab. Der Prinz Phineus nimmt jetzt sein Schwert und schwingt es über den Kopf. Er will auf den Perseus losstürzen. Der Perseus hat seine Hand im Zaubersack, wo immer an seinem Gurt hängt. Er kumpelt vor seinen Gegner her, packt den Kopf von der Medusa mit den feurigen grünen Augen und hebt ihn ihm vors Gesicht. Es geht blitzschnell. Speer und Mann sind ruckzuck aus Stein. Und der Kopf von der Medusa ist wieder im Zaubersack. Es lärmt kurz im Prunksaal und dann bleibt es ziemlich lang still. Dann verkündet der König Kepheus: »Meine liebe Andromeda, mein hochgeschätzter Perseus, meine hochverehrten Gäste, jetzt soll niemand mehr das Hochseegsfest stören.« Die Musik spielt und langsam erholen sich alle von dem Schreck. Und dann wird eine ganze Woche lang gefeiert. Aber dann wird es höchste Zeit für den Perseus. Er muss aufbrechen. Er verzichtet auf das versprochene Königreich. Er will mit der Andromeda so schnell wie möglich heim auf die Insel Seriphos und heim zu seiner Mutter Danae. Er muss ja dem König dort endlich den Kopf von der Medusa bringen. Das hat er von ihm verlangt, weil sie die Steuern nicht zahlen konnten. Das Ross, das Danae und der Perseus nicht haben, wo aber jeder auf der Insel einem König muss abliefern muss. Der Perseus und die Andromeda haben eine lange Reise vor sich. Das Wetter ist prächtig, wo sie losreiten. Sie reiten von Dorf zu Dorf, von einem Ort zum anderen. Dann schiffen sie ein übers Meer. Sie sind lang unterwegs. Viele Monate. Und noch bevor sie daheim auf der Insel Seriphos ankommen, kommt ihr erstes Kind auf die Welt, der Perses. Und dann, endlich, kommen sie glücklich mit einem Schiff im Hafen von der Insel Seriphos an.
Der Perseus und die Andromeda gehen zum Haus vom Fischer Kipos. Und dort sind sie alle. Danae, der Fischer, der Hund. Und Perseus, seine Mutter, kann ihr Glück kaum fassen. Ihr Sohn ist wieder da. Und die Großmutter ist sie auch. Der Hund platzt fast vor Freude. Er wedelt, kumpelt am Perseus auf, bellt. Lang streichelt ihn der Perseus. Und der Fischer Kipos macht einen Kaffee. Der Perseus trinkt schnell eine Tasse, dann steht er auf und sagt, jetzt muss ich unbedingt zum König. Ich muss ihm das bringen. Und er zeigt auf einen Zaubersack, der an seinem Gürtel hängt. Der Hund darf mit. Den ganzen Weg zum Schloss kumpelt er übermütig um den Perseus herum. Der König sitzt auf seinem Thron, wo der Perseus vom Diener in den Thronsaal hineingeführt wird. Der Hund muss draußen warten. Hoheit, ich bringe euch den Kopf von der Medusa, sagt der Perseus und verbeugt sich. Der König lacht. Du bist ja noch viel blöder, als ich gedacht habe. Niemand, kein Mensch auf dieser Welt kann der Medusa den Kopf abschlagen. Ich schon, sagt der Perseus ernst. Wollt eure Hochheit den Kopf sehen? Selbstverständlich wollt ihr den sehen. Ja, wollt in eure Hochheit wirklich sehen? Fragt der Perseus noch einmal, weil er weiss ja, was passiert. Ja klar, du Aufschneider, sagt der König und schnippt mit dem Finger. Gut, in dem Fall, sagt der Perseus, schaut auf die Seite, wie wenn er ein Bild an der Wand anschauen würde. Zieht der Kopf von der Medusa mit diesen aber hunderten Schlangen zum Zaubersack raus und streckt ihn dem König entgegen. Die Schlangen züngeln gierig. Eure Hochheit hätte so wollen, sagt der Perseus. Und noch bevor er den Satz fertig gesagt hat, verwandelt sich der König von Seriphos samt dem Thron zu Stein und steht wie ein Denkmal, allein und verloren im Thronsaal. Jetzt sind alle auf der Insel Seriphos frei von dem Tyrann von einem König. Der Kopf von der Medusa ist wieder im Zaubersack. Der Perseus schaut das Denkmal von einem König einen Moment an, dann geht er. Er geht heim, holt das Schild, die Sichel und den Helm. Er legt die Flügelschuhe noch einmal an und fliegt ein letztes Mal in seinem Leben. Der Hund nimmt er unter den Arm und zusammen fliegen sie ins schöne Wetter über die Insel zum Fluss mit den zauberhaften Geschöpfen, wo halb Fisch, halb Vogel sind, den Wassernixen. Die sitzen wieder wie das letzte Mal im Sonnenlicht am Ufer, wie wenn sie auf ihn gewartet hätten. Sie sind überhaupt nicht überrascht, wo der Perseus mit dem Hund plötzlich neben ihnen landet. Die Wassernixen mit der Glockenstimme sagt: Gut gemacht, Perseus, bravo! Der Hund kumpelt übermütig von Nixen zu Nixen. Mit 1000 Freuden gibt der Perseus den Nixen all die Zaubergegenstände wieder zurück, die er von ihnen bekommen hat. Er bedankt sich und sagt: Und der Kopf von der Medusa, was mache ich mit dem? Die Nixen machen einen grossen Kreis. Ihre Fischschwänze leuchten in allen Regenbogenfarben. Und mit ihren goldigen und silbrigen Flügeln wirbeln sie den Ufersand auf. Der fängt sich an zu drehen und drehen, immer schneller und schneller, wirbelt und dreht er und bohrt in der Mitte ein Loch in Sand, immer tiefer und tiefer. Hier ins tiefe Loch hinein soll der Sack geworfen sein, murmeln alle Nixen miteinander. Seitdem ist der Kopf von der Medusa dort am Fluss in diesem Loch begraben und ist nie mehr ausgegraben worden. Der Perseus dankt noch einmal aus tiefstem Herzen und macht sich mit dem Hund auf den Heimweg. Das Schicksal vom Tyrannenkönig von Seriphos ist wie ein Lauffeuer über die Insel. Und wo der Fischer Kipos gehört hat, was mit dem König passiert ist, hat er gewusst, dass jetzt für Danae keine Gefahr mehr besteht. Er hat sie heim in ihr Haus begleitet, auch die Andromeda mit dem kleinen Perseus.
Wo der Perseus mit dem Hund so spät heimkommt, ist alles zum Feiern bereit. Jetzt erst erzählt der Perseus seiner Mutter alles. Auch das mit dem Kopf der Medusa. Der Fischer lässt zu. Und wenn es läuft, geht auch die Geschichte von Perseus und dem Kopf der Medusa über die ganze Insel und von Insel zu Insel aufs Festland und dort weiter von Land zu Land. Schon gleich wird der Perseus auf der ganzen Welt als grosser Held verehrt. Auch der Grossvater von Perseus, der König Akrisios von Argos, gehört von dieser Heldentat. Er war es ja, der vor vielen Jahren in dieser ruhigen Vollmondnacht Danae und der kleine Perseus in einer Truhe ins Meer geschoben hat. Der König Akrisios hat das dann nur mit ganz schwerem Herzen gemacht. Und nur wegen dem blöden Orakelspruch, wo ihm vorausgesagt hat, dass ihn der Perseus werde töten, wenn er gross sei. Jetzt weiss er, dass seine liebe und einzige Tochter Danae und ihr Kind, der Perseus, noch leben. Am König Akrisios seine alten Augen fangen vor Freude an zu leuchten. Er ist auf einer Reise und macht in der Stadt Larissa Halt. Er will dort ein paar Monate bleiben und das grosse Fest in dieser Stadt geniessen, wo er als Ehrengast eingeladen ist. Und zur gleichen Zeit denkt Danae an ihren Vater. Seit der König von Seriphos versteinert ist, haben alle auf der Insel ein gutes Leben. Der kleine Perseus kann schon laufen. Und er war auch schon mit dem Fischer Kippos auf dem Meer beim Fischen dabei gewesen. Natürlich hat ihn der Hund begleitet. Ohne den Hund kann der kleine Perseus keinen Schritt machen. Der Hund gumpelt ständig um ihn herum, will mit dem spielen, auch jetzt. Der kleine Perseus zieht ihn am Schwanz, lacht. Der Hund stüpft ihn mit der Schnauze, feinen Bauch und beide rugeln um den Boden um. Der kleine Perseus probiert auf den Hund aufzuhocken, trollt aber jedes Mal wieder runter. Das ist ja gleich. Das Spiel geht weiter. Dann springt der Hund zum Perseus, baut, mädelt. Dann geht er zur Danae, die in der Nähe steht, kumpelt an der Andromeda auf und schnappt verspielt das Hosenbein vom Fischer Kippos. Es ist Aufbruchstimmung. Danae will unbedingt ihren Vater, der König Akrisios, daheim zu Argos besuchen. Sie weiss, und alle rundherum wissen es auch, dass er sie in eine Truhe da hat, zusammen mit ihrem Baby, dem Perseus. Aber seitdem sind jetzt über 20 Jahre vergangen. Die Andromeda wird Danae mit ihrem kleinen Perseus gern begleiten. Der Perseus weiss nicht so recht. Er überlegt sich's lang und gut und gibt dann schlussendlich nach. Jetzt sind sie alle parat zum Abreisen. Sie müssen nur noch dem Fischer Kippos Adieu sagen. Er will nicht mit. Er hat sich's auch überlegt, aber dann gefunden, nein, er bleibt mit dem Hund auf der Insel. Es ist ein warmer Herbstmorgen, wo sie mit dem Ross losreiten, am Hafen zu. Der kleine Perseus sitzt bei seinem Vater auf dem Ross. Seine Mutter, die Andromeda, sitzt allein im Sattel. Danae ebenfalls. Dann geht's aufs Schiff und weiter übers Meer aufs Festland. Nach etwa 3 Wochen kommen sie in die Stadt Larissa. Die ist wundervoll ausgeputzt und geschmückt und ein grosses Fest wird gefeiert. Sie kommen am grossen Platz vorbei, wo gerade ein Wettkampf im Diskuswerfen ist. Der Perseus will diesem Wettkampf unbedingt zuschauen und da packt ihn plötzlich die Spiellust. Er will auch einen Diskus rühren und schauen, wie das hineinfliegt. Sie geben im Perseus einen Diskus. Er geht mit dieser Scheibe aufs Spielfeld, stellt sich auf, schnauft ein, nimmt Anlauf und schleudert seinen Diskus ab. Aber irgendetwas treibt die Scheibe von der Bahn ab. Sie fliegt nicht geradeaus, nein, sie landet im Publikum. Sie fliegt einem Mann an den Kopf. Der ist auf der Stelle tot. Der Perseus verschrickt. Er hat doch alles richtig gemacht. Und niemand zweifelt daran. Alle haben es gesehen. Allen ist klar, dass der Perseus absolut nichts dafür kann.
Wenn einer einen Diskus werfen kann, dann der Perseus. Irgendein Zauber muss im Spiel sein. Es stellt sich heraus, dass der Todmann im Perseus sein Grossvater ist, der Danae ihr Vater, der König Akrisios von Argos. Doch kann der Perseus seine Tränen nicht mehr verstecken. Auch die Mutter nicht. Alle sind traurig. Anstatt des Freudenfest gibt es ein Trauerfest. Der Orakelspruch hat sich erfüllt. Nach der Beerdigung und nach einer Trauerwoche wird der Perseus der neue König von Argos. Die Andromeda Königin. Der kleine Perses wird der Prinz. Und viele Jahre später wird er einmal der erste König von Persien. Aber das ist eine andere Geschichte. Ab auf srfkids.ch, wenn dir diese Geschichte gefallen hat. Dort haben wir dir noch viel, viel mehr. Oder abonniere einfach unseren SRF Kids Hörspiel-Podcast. Dann verpasst du garantiert kein Abenteuer mehr. Tschüss von mir, Anna Zöllig. Ich freue mich sehr fest, wenn wir uns bald wieder hören.